Das hier ist es. Das ist unser großer Traum. Und wenn wir das haben und die Leute dann etwas bestellen, antworten wir einfach in Gebärdensprache. Das hier ist jetzt der Preis der Standardversion. Aber wir hätten zusätzlich gern noch einen Grill, einen größeren Akku, weitere Schubladen und eine dunklere Lackierung, damit man das Logo von Sinn und Wandel gut sehen kann. Und natürlich einen Sonnenschirm. Und wenn man das dann alles zusammenrechnet, dann sind wir bei 22.000 Euro brutto. Der Preis, der hier steht, ist der Nettopreis. Die Tasse ist nicht praktisch. In der nächsten Woche fahre ich zum Vortrag. Da sind dann ungefähr 80 bis 100 Frauen. Das wird unser Spendenmarathon, wo wir Geld sammeln können. Und da sieht man wieder, Gebärdensprache verbindet. Und dadurch sieht man einfach, hey, Gebärdensprache ist ein super wichtiges Instrument, um zwei Welten miteinander zu verknüpfen. Zuerst konnte ich mit dem IWC, also dem International Women's Club, gar nicht so viel anfangen. Aber dann habe ich mir die gesamte Geschichte durchgelesen und mir ist klar geworden, dass wir eine Gemeinsamkeit mit dem IWC haben, nämlich die Sprachbarriere. Der Unterschied zwischen uns ist nur, wir nutzen eine visuelle Sprache und Sie nutzen eine Lautsprache. Deshalb brauche ich Ihre Unterstützung für diese Anschaffung. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir helfen, diesen Traum zu verwirklichen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Damit taube Menschen wieder sichtbarer werden in der Welt und Zugang in die Gesellschaft ermöglicht wird. Wir geben nicht nur einfach so einen Scheck, wir produzieren Mehrwert in dem Sinn, dass wir so eine Art von innere Energie und Selbstvertrauen in einer gewissen Gruppe fördern. Und das heißt, dass diese gehörlose Community selbst sozusagen ihre eigenen Arbeitsplätze schaffen kann. Für mich war hier der Zugang zu einer gesellschaftlichen Gruppe von Menschen möglich, die über finanzielle Mittel verfügt. Ich musste im Vorfeld überlegen, wie ich mein Projekt vorstelle. Die Zuschauerinnen waren sehr aufmerksam und sympathisch, so dass ich einen positiven Eindruck habe. Danach saßen wir noch beim Essen zusammen und ich konnte Fragen beantworten. Der Spendenmarathon geht jetzt erst los. Und am 8. Juni erfahre ich dann die Gesamtsumme, die wir bekommen. Ich bin gespannt. Danke. Es gibt natürlich nicht so viele Anknüpfungspunkte zu tauben Menschen und vieles läuft dann ja auch über Gerüchte. Und die Präsidentin wusste, dass ich einen tauben Bruder habe. Und so hat die Präsidentin mich dann angerufen und um Vorschläge für die Unterstützung eines Spendenprojekts gebeten. Anfangs war nicht klar, worin meine Unterstützung genau bestehen könnte. Das war am Anfang noch offen. Ich habe dann meinen Bruder Stefan gefragt. Der hat mich dann an Sascha Nun verwiesen. Lustigerweise hatte die Präsidentin schon von dem Café aus der Zeitung erfahren, so dass die Empfehlung von Stefan schon auf fruchtbarem Boden fiel und der Empfänger klar war. 20.000 Euro als Spendensumme sind schwierig. Wir hatten vorher schon Spendenprojekte in Höhe von 10.000 bis 12.000 Euro.
Aber 15.000 Euro als Spendensumme war da schon ein riesiger Schritt. Jetzt wurden 20.000 Euro benötigt. Eine sehr große Summe, sodass ich Sorge hatte, ob wir das schaffen. Ich bin gerade die Präsentation nochmal durchgegangen, sodass ich alle Punkte anspreche. Genau. Wir müssen einfach weiter geradeaus. Ich habe nicht so hohe Erwartungen und rechne mit 10.000 bis 15.000 Euro. Im Vorfeld habe ich mitbekommen, dass die erzielte Spendensumme selten den Erwartungen entsprochen hat, sondern immer niedriger war. Also ich denke, wir landen bei 15.000 Euro. Ja. Hast du den Dolmetscher schon gesehen? Ja, der steht da hinten. Dann gab es den Hinweis, dass es ein Projekt zum Thema Barrierefreiheit mit einer nachhaltigen Perspektive ist, und dann nahm alles seinen Lauf. Ich denke, das klappt. Die Chancen stehen gut. Das wäre super. Wir haben einen großen Scheck hier. Könnt ihr alle sehen? Ja. 20.000 und 500? Ja, 500. Jawohl. Am kommenden Montag werde ich es bestellen. Mit einem Klick. Ich habe natürlich sofort bestellt. Dann hatte die Firma Lieferschwierigkeiten und es hat 2,5 Monate länger gedauert. Im Café Sinn und Wandel hatten wir dann noch Personalmangel, sodass ich für ungefähr ein Jahr kein Personal für den Einsatz des Foodbikes entbehren konnte. Wir haben das Bike jedoch ab und zu mal bei uns im Hof oder gegenüber des Café Sinn und Wandel bei Veranstaltungen genutzt. Wir werden also zum ersten Mal beim Hessentag eingesetzt. Die Verzögerung ist dem Personalmangel geschuldet. Sascha ist ja der Geschäftsführer hier beim Hessischen Verband und ich bin seine Vertretung. Da er im Moment im Urlaub ist, kümmere ich mich um alles und hoffe, dass es nun bald losgeht. Das müssen wir dann alles mitnehmen. Meine Vision für den Hessentag in Bad Vilbel, bei dem etwa 1 Million Besucher erwartet werden, ist, dass wir so viele Besucher wie möglich zum Thema gehörlose Menschen sensibilisieren können. Unser Angebot ist nicht auffällig inklusiv. Die hörenden Besucher sollen ganz normal an unseren Stand kommen und etwas bestellen. Dann merken sie, dass dort taube Menschen arbeiten und sie mit uns kommunizieren müssen. Natürlich wissen unsere Mitarbeiter Bescheid und versuchen den hörenden Gästen die Angst vor nonverbaler Kommunikation und anderer Hilfsmittel zu nehmen. Und dann merken Hörende, dass man eigentlich gar keine Worte braucht, um Essen und Trinken zu bestellen. Für uns ist das eine neue Herausforderung. Es kann alles passieren, wir wissen es nicht und müssen einfach schauen, wie es vor Ort läuft. Ich bin jetzt das erste Mal mit dem Foodbike unterwegs. Vorher habe ich es nur hier getestet und habe schon etwas Angst, mich damit durch die Stadt zu bewegen. Aber ich hoffe natürlich, dass es gut läuft. Das ist eine andere Arbeit und ich bin ganz anders motiviert, als wenn ich den ganzen Tag im Büro arbeite.
Das hier ist etwas anderes, eine schöne Abwechslung. Wie es dann wirklich läuft, ist ja noch offen. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen. Wenn Sie Hunger oder Durst haben, sind Sie herzlich willkommen. Jetzt muss ich arbeiten. Gut? Gut, ich freue mich. Bist du aufgeregt? Nein, alles normal. Ja, zum Essen. Wasser? Gin. 2 davon? Kompliment, weil das ist eine schöne Mama. Hallo. Mal nach einem Radler. Radeln? Lustig, ja. Bier. Wir haben nur Bier, kein Radler. Nur Bier. Willst du auch ein Bier? Ich trinke ein Bier, ja. Okay, dann 2 Bier. 2 Bier. Danke. Naja, das hat natürlich geklappt. Man muss sich einfach nur drauf einlassen, man muss sich das einmal anschauen und dann einfach anwenden. Das ist ganz einfach. Meine Tochter lernt das sogar im Kindergarten auch ein bisschen, deswegen wir haben das schon immer mal wieder so ein bisschen zu Hause geübt. Haben wir vorhin doch schon gemacht. Warte, guck mal, ich weiß sogar, Bionade Zitrone ist das. Und dann, ich glaube, das ist Wasser. Nee, ich glaube, ich will einfach ein Wasser. Bionade, guck, Bionade Zitrone ist das. Wusstest du? Nee, guck so. Guck so. Bionade, Kräuter. Ich nehme auch ein Wasser. Was war jetzt Wasser nochmal? Ich glaube, das. Bier? Warte, wir gucken doch. Ich check gar nicht. Nee, Wasser ist das. Nein, ich glaube, Wasser war irgendwie sowas. Wasser. Das heißt Wasser. So sag ich doch. Ja, alles halt einfach. Du willst auch ein Wasser? Ja. Nein, aber so sagt man halt Danke. Wie sagt man Danke? Keine Ahnung. Dann gibst du jetzt. Also es war schon anders, aber es war auch mal cool, so was Neues auszuprobieren. Es war ein bisschen schwierig, man musste sich erstmal das Video ein bisschen sehr genau angucken, damit man das auch so versteht. Das war toll, wie motiviert sie probiert haben, Wasser zu gebärden, obwohl am Anfang mit beiden Händen. Das hat mich sehr berührt. Die Herangehensweise der einzelnen Personen ist sehr unterschiedlich. Einige sprechen nur und andere probieren auch die Gebärden, die sie gesehen haben, zu nutzen. Dann gibt es Menschen, die sind eher schüchtern. Kinder haben da gar keine Scheu. Die gebärden viel eher. Zitronenlimo zum Beispiel. Oder Wasser. Die Erwachsenen sind viel zurückhaltender. Ja, Essen. Essen. Die Würste sind lecker. Wollen Sie etwas essen? Das hier? Nein, zum Trinken. Guten Appetit.
Ich arbeite ja üblicherweise auf Veranstaltungen mit tauben Menschen und da gebärden dann alle. Das hier ist etwas anderes. Man muss auf die Hörenden zugehen. Aber ich habe versucht, mich darauf einzustellen. Deswegen haben wir auch die Liste, wo wir die Dinge zeigen können. Das braucht etwas Anlaufzeit. Heute ist der erste Tag. Ich denke, morgen oder übermorgen habe ich mich daran gewöhnt und es läuft viel besser. Wir haben ja jetzt den ersten Tag fast geschafft und ich denke, es hat gut funktioniert. Morgen und übermorgen erwarten wir natürlich noch mehr Besucher, weil heute erst der erste Tag bei dem Festival war. Ich hoffe, dass morgen und übermorgen noch mehr Leute kommen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren motiviert und der Tag ist schnell vergangen. Nach den 10 Tagen auf dem Hessentag-Festival kann ich eine wirklich positive Bilanz für die Öffentlichkeitsarbeit ziehen. Unser Foodbike ist sehr gut angekommen. Nach den 10 Tagen haben wir beschlossen, dass wir auch bei den kommenden Festivals dabei sein werden, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir werden dieses neue Projekt ausgliedern und so auch das Foodbike-Projekt weiterentwickeln.